So, gute Morgen. Die Information von Haut bezieht sich auf Pressfreiheit heute zu Lützeburg. Und da erzähle ich vielleicht eine ganz kurze Geschichte. Es gab am Jahr 2011-2012 eine Diskussion im Gesetzesprojekt 6127, den rein nominell sich um Gleichheit von Frauen und Männern kümmert, mit die ganze Diskussion, wo kommt au fond eine Diskussion über die Freiheit von der Presse heute zu Lützeburg. Das ist so gewesen, dass der Conseil de Presse ihr das Gesetz gestimmt hat, ein Avis geschickt hat, an dem man sich ganz kritisch gegenüber dem Gesetz geäußert hat, wo noch gesagt hat, und ich zitiere le Conseil de Presse, estimant par conséquent qu'au Grand-Duché de Luxembourg, toutes les garanties quant au principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes sont données du point de vue journalistique et qu'il est dangereux, voire même néfaste pour tout système démocratique, d'entraver directement ou indirectement au très sensible principe fondamental de la liberté de la presse. Le Conseil de presse ne voit ni l'opportunité ni la nécessité pour une initiative législative en la matière. Den Avis als ganz überflächlich von der Chancengleichheitskommission behandelt gehen, den der ihr Gesetz gestimmt gehen aus an der Chambre, aus den morgens nach an der Rapport von der Chambre abgeholt wird, weil du solche Regelverstoß war. An Mitte das Gesetz gestimmt gehen, wo alle Parteien für das Gesetz gestimmt haben, mit Ausnahme von der ADR, die eben aus den Gründen von der Pressefreiheit gesucht haben, dass sie mit dem Gesetz nicht d'accord sind. Interessant war, dass die DP zwar damals auch aus sich quant au fond gegen das Gesetz argumentiert hat, mit aber du matt gestimmt hat. Wir als ADR wollten nicht darüber beruhen lassen, weil wir Pressfreiheit vorgesehen haben, und wir sind an unserer Absicht, wie die Sachen abzugreifen, bestärkt in altnächst durch den Conseil de Presse, den 10. Mai 2013 ein Memoir dem Chamberpräsident, dem Herrn Laurent Moser, überreicht hat, und an dem Memoir hat der Conseil de Presse nach einkehr gesagt, dass das Gesetz, was du gestimmt geht, also das Gesetz vom 19. Juni 2012 ging, als nicht mit der Pressefreiheit gegenüber nicht stimmen, und dann hat gesagt, ging eine Kampagne de Sensibilisation lancieren und auch international Interventionen machen wird Gefahr gegen Pressefreiheit heute zu Lützeburg aufmerksam zu machen. Das ist, wie gesagt, ein Memoir vom Conseil de Presse und der Chamberpräsident vom 10. Mai 2013. Schon du als ADR-Deputiert den 2. Juli 2013 eine Proposition de loi herangereicht, die als Ziel hatte, das Nummer 6586, die Disposition an dem Gesetz in 2012 rückgängig zu machen, die auf dem Conseil de Presse kontestiert wird und die auch Pressefreiheit vorbringt, weil sie, und das ist der Fonds, dem Staat erlaubt, sich oder besser gesagt, der Leid erlaubt, das Kontinu von den Medien zu kontestieren an die Journalisten, die das oder das schreiben, wo einzelne Leute sich könnten diskriminiert, viele für Gericht zu zitieren. Das Gesetz fährt also eine indirekte Presszensur an. Und das ist auch den Element, den der Conseil de Presse irritiert hat, an unserer Meinung noch zu Recht. Für also das Element von Zensur aus dem Gesetz herauszuholen, habe ich den 2. Juli 2013 eine Proposition de loi gemacht, das Proposition de loi 6586, die gestern dann an der Chambre die erste diskutiert wurde, an der Chancengleichheitskommission. Da muss ich wissen, und das war ja auch alles klar gewesen, dass die Chancengleichheitskommission zwar nicht mehr genau dieselbe Komposition hat wie an der letzten Legislaturperiode, aber mit einer ähnlichen Mentalität und die sehr ruhig und mit einer ähnlichen Vue, genauso wie der Staatsrat auch nach immer dieselbe Fühlen hat, wie er dafür drin hat, und das Gesetz hat nicht unter dem Point de vue von der Pressefreiheit will konsiderieren, aber just unter dem Point de vue von der Chancengleichheit. Der DR wollte aber dem Conseil de Presse eine Observation Rechnung drohen und hat gestern an der Chambre gefragt, dass nicht Chancengleichheitskommission das ein Dossier soll diskutieren mit Medienkommission, die auch zuständig ist für eben die Freiheit von der Presse. Und dass ein Debat soll an der Kommission gefeiert gehen, auf jeden Fall als Minimum, dass die Medienkommission soll können das Gesetz evaluieren, ihret an der Chancengleichheitskommission dann eventuell nachher gegen debattiert gehen, weil wir eben wollten, dass einfach nicht mehr, wollten evitieren, dass einfach nicht mehr wiederholt wird, was an der letzten Legislaturperiode war, nämlich dass das Gesetz möglichst sehr soll evakuiert gehen, überstimmt gehen mit derselben Stimmekonstellation wie Letztkeier, und das Altnäse das Element von der Freiheit von der Presse nicht gegen seriös an der Chambre diskutiert gehen.
Wir haben also die Proposition gestern gemerkt, für die Medienkommission mit dieser Debatte zu befassen, für eine Debatte zu kreieren über die Pressefreiheit zu Lützeburg. Die LASAP hat das nicht gewollt. Sie hat hingewiesen auf das Regierungsprogramm, den an dem Punkt nicht sieht über das Gesetz. Die LASAP muss ich dabei so ein Präsident von der Chancengleichheitskommission an die zuständige Minister als auch von der LASAP, das Madame Mutsch. Dann hat die LASAP auch für Herrn Angel als Rapporteur von dem Gesetz dann sehr nominiert gesehen. Und Herr Angel wollte auch ganz sicher sein Rapport da schreiben, immer mit dem Ziel für die Diskussion eigentlich über die Medienfreiheit zu Lützeburg nicht zu feiern. Das aber zu einer Überraschung kommt gestern an der Chamberkommission an dem Sinn, dass DP inhaltlich meine Proposition unterstützt hat, nicht einmal Herr Kriebs an den Herr Gras als eine private Nummer allerdings hat auch sich für die Freiheit von der Presse ausgeschwert. Und das hat natürlich an der Koalition zu einer gewissen Irritation gefeiert. So was schlussendlich strikt behalten ging, dass Herr Angel als Rapporteur von dem Gesetz, aber er soll wenigstens den Conseil de Presse kontaktieren, wie zu frohen, ob der Conseil de Presse, den sich aber schon zweimal an dieser Problematik deutlich geäußert hat, ob der Conseil de Presse dann noch will einen formellen Avis gehen zu der Proposition de Loi 6586, wer Team der Gänger erlauben, dann wenigstens formell auch an dieser Gesetzesdiskussion dann können sie Bedenken vorzubringen, was sich zu begrüßen wäre. Denn Herr Angel hat allerdings auch das relativ so durchgestaltet, als wäre das eine reine Formalität. Wenn der Conseil de Presse dann noch ein Kavell dazu äußern, da ging das da just aus einem Rapport mentioniert gehen, mir et wohl nicht zu gesehen, dass wirklich ein Willen da wäre von der Seite, jedenfalls mal von der LASAP, für die Position über die Freiheit von der Presse zu überdenken. Wenn ich also das Fazit soll machen von dem, was wir gestern gesehen haben, dann ist es erstens der Wunsch von der ADR über die Proposition de Loi auch, für die Diskussion durchzubringen, wo sie hier gehört, wann ein Problem besteht über die Freiheit von der Presse zu Lützeburg, wie der Conseil de Presse iterativ, das ist genau zweimal bis formell gemerkt wird, dann noch stärker wieder, denke mir, das sollte an der Medienkommission eine Diskussion über die Freiheit von der Presse zu Lützeburg stattfinden. Wir haben festgestellt, dass gestern an der Chancengleichheitskommission zwischen den Regierungsparteien LASAP und DP verschiedene Wühen zu dem Thema vertreten gesehen. Wir denken umso mehr, dass es nötig ist, dass es wirklich auch zu einer grundlegenden Diskussion an dieser Thematik kommt. Und wir hoffen, dass dann auch die Presse die Seriosität von dem Thema an ihrer Arbeit versteht und abgreift, und dass man auch dann eine Diskussion über die Freiheit von der Presse kriegen, weil wenn die Presse sich nicht selber für ihre Freiheit engagiert, also natürlich auch im Niveau Politik ganz schwer, für sich konsequent dafür anzusetzen. Die echt betroffen sind Journalisten und Editeuren, und wir hoffen, dass hier das auch sind, die dann die Diskussion feiern, wie die Freiheit von der Presse hier im Land zu verteidigen. So, merci.